Nee, also halt zuletzt, ich muss nicht für eine Steuererklärung machen. Par contre, da sind verschiedene Fälle, wo die Pflicht ist, dass Leute müssen eine Steuererklärung machen. Zum Beispiel die Leute, die mehr wie 100.000 Euro pro Jahr verdienen, das ist dann der Revenu salarié imposable annuell, die müssen eine Steuererklärung machen. Oder die Leute, die verschiedene Einkommen haben oder verschiedene Pensionen, die müssen noch eine Steuererklärung machen. An dem Fall also dann der Steuerklasse 1 und 2, da muss ein Einkommen mehr wie 36.000 Euro sein pro Jahr. Oder der Steuerklasse 1a, da muss ein Einkommen mehr wie 30.000 Euro pro Jahr sein. Es muss aber auch eine Steuererklärung aufgehen für die Einkommen, die nicht unter Quelle besteuert gehen, wie zum Beispiel Profession Liberalen, alles was Jeton als Verwaltungsrat, Tantiemen. Für die Leute müssen es auch Pflicht, eine Steuererklärung zu machen. Das betrifft auch für alle Revenus de Location, das ist Loyer, wo ihr abkriegt. Und auch wenn ihr ausländischen Einkommen hat oder ausländische Pensionen kriegt von ausländischen Arbeitgebern oder Pensionskasse, da müssen noch die Leute eine Steuererklärung machen. Ein bisschen mit technischen Lo, die Leute, die bestört sind, wo von der Partner Resident als ein anderer Non-Resident ist, und die gewählt und optiert haben, für die Summe besteuert zu gehen, die Leute, die müssen auch eine Steuererklärung machen, an ihren Einkommen vom ganzen Staat zu Lützburg deklarieren. Und für aufzuschließen, haben wir nach den Non-Residenten, die optiert haben, für besteuert zu gehen, wie die Residenten zu Lützburg an die Steuersatz haben, mussten auch also verpflichtet, eine Steuererklärung zu Lützburg zu machen. Auch nach anderen Fällen, ich gehe heute dann Detail, wie zum Beispiel Dividenden, Tantiemen, Passementer, da sind Leute auch verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Ja, da gibt 3 ganz konkrete Fälle. Und die nächsten, das ist, wenn den Zinsen hat, auf eine Prähypothekär auf die Hauptresidenz. Den zweiten ist, wenn den gepackt ist, da kann den auch Ende des Jahres eine Steuererklärung zusammen machen und dort eine Position kollektiv frohen, das heißt zusammen besteuert gehen. Das geht just via Steuererklärung und das ist die einzige Möglichkeit für das geltend zu machen. Und dann ist auch noch möglich für die Leute, die bestört sind, wo von der Partner Resident, den anderen Non-Resident, als an die dezidiert zusammen besteuert zu gehen, eine Steuererklärung zu machen. An dem Fall muss den wohnt 90% vom Gehalt vom Staat ausmachen. So, normalerweise sollen sie bis 31. März aufgehen. Mit Steueramt, wie gesagt, die toleriert, da sind sie aber kann bis Oktober aufgehen. Das Jahr ist es ähnlich, in dem Covid-19. Das Steueramt eine Toleranz für die Steuererklärung 2019 kann sie bis 31. März 2021 aufgehen. Und die neue für 2020, du hast ein Delay bis den 3. Juni 2021. No GBL möchte all Jahre zwischen 7.000 und 8.000 Steuererklärungen. Der Member soll das Formular ausfüllen vom Steueramt, soll schon die 3 ersten Seiten respektive die 4 ersten Seiten vom Formular ausfüllen und er soll dann noch schon all die nächsten Dokumente sammeln für die Steuererklärung. Die letzten Dokumente von der bei der Internetseite. Der Member den soll uns dann das ganze Dossier entweder Landsprenger an einer Agence oder per Mail schicken und info@ogbl.lu. Aufgepasst, dass es nicht möglich ist, Rendezvous zu machen, für die Steuererklärung ausgefüllt zu kriegen. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, so weit wie möglich das Dossier komplett heranzuschicken, Kopien zu machen, als keine Originale mehr checken und dann als Letztes, wenn ihr per Mail schickt, da war möglich am Format PDF. Also was leider aus dem Dossier rausschicken bis Ende Februar kann bis 2 Wochen dauern, bis ein Dossier fertig ist. Danach haben wir aber eine Wartezeit von 2 bis 3 Monaten. Ja, ich kann als Member nur Rat geben, dass Anfang des Jahres eine Envelope zu holen und alles dran zu machen, was mit der Steuererklärung zu tun hat, Zertifikat von der Assurance, von der Prämien, der Remuneration.
Und das hat noch viel mehr einfach und soweit das wird Steuererklärung zu machen, braucht just Enveloppe zu holen und dann aufzugehen. Das gibt zwei Neuigkeiten, was der Bâtiment angeht, das eine den FFO, das Forfait pour Frais d'Obtention, und den FDS, das Forfait pour Dépenses Spéciales. Und die kriegen die Leute, die mit einem Taux d'Imposition Steuersatz besteuert gehen, und die nicht nur einem Barem besteuert gehen, weil die zwei Appartemente sind schon an einem Barem mit dran. Die Steuerzölle müssen alle gut in eine Steuererklärung aufgehen für das Jahr 2021. Das sind die Steuerpflicht, sind die Leute, die non-resident sind mit einem Taux d'Imposition Steuersatz oder die Leute, die dezidiert tun, individuell besteuert zu gehen. Die konzernierte Leute brauchen nicht eine Demande beim Steueramt zu machen. Der Steueramt möchte das Office, wenn sie ihre Situation kennen und noch den Besteuermodus kennen, machen sie das Office. Und zum Schluss haben wir noch den Abattement conjoint. Der wird abgedeelt an der Koppel zwischen denen zwei. Das heißt, der nicht vereint den Abattement auf seine Steuerquote. Merci für die Nullausstöße.